Es freut mich mega, heute für die vorne zu stehen, die Ehre zu haben. Gerade heute zu predigen, wo wieder die Massnahmen an vielen Orten weg sind, eine riesen Freude. Und nicht nur das ist fertig, sondern auch die Olympiade kommt heute zum Ende. Und ich weiß nicht, wie sportinteressiert ihr sind oder wie ihr das verfolgt habt, aber ich habe meistens am Morgen mal auf SRF geschaut, wo ist es spannend über die Schweiz und dort je nach schnell mal nachgeschaut. Gerade unsere Ski-Alpins sind natürlich jetzt sehr gut unterwegs gewesen. Aber ganz spannend war, dass in der Werbung von Swisscom eine Werbung kam. Und dort ist ein Alpöhi vorgekommen, der in der Alp gelebt hat und der hat einen Witz erzählt. Und zwar ist bei dem Witz gegangen, wie dass du Gott zum Lachen bringst. Und er hat gesagt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann musst du ihm von deinen Plänen erzählen, die du hast. Genau. Um das soll es heute ein bisschen gehen, um die Pläne, die wir haben, die wir uns machen, die aber manchmal nicht immer so aufgehen. Jetzt, in der Corona-Zeit ist es je nachdem sehr schwierig gewesen, zum Planen, halt ein bisschen rauszuschauen in die Zukunft, weil man halt nie gewusst hat, ja, wie ändert sich das noch, was hat es vielleicht dann noch für mehr Einschränkungen oder auch für uns im Gottesdienst nicht immer so einfach. Und immer wieder Änderungen, Anpassungen. Wir haben sehr flexibel müssen sein. Aber auch persönlich, wenn man auch selber einen Plan hat, merkt man, dass nicht immer alles aufgeht, dass nicht immer alles so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Und je nach Typ ist es ein bisschen einfacher, kann man da ein bisschen lockerer damit umgehen. Und jetzt aber auch diese Typen, die da eher ein bisschen Mühe damit haben, wenn dann doch nicht alles nach Plan aufgeht. Wir werden heute weiterfahren bei Jesus Reloaded 2.0, weiter bei Apostel, beim Paulus. Und auch dort werden wir sehen, dass auch ihre Pläne nicht aufgegangen sind. Und vor allem, wie sie Kinder geworden sind, das werden wir miteinander anschauen. Wir lesen miteinander Apostelgeschichte 16, 6 bis 8. Ich lese aus der Engel vor und wir werden doch da gerade miteinander lesen, was sie da erlebt haben. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehörte. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asiens zu verkünden. Aber der Heilige Geist hat sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesus nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Also ganz, ganz spannend, wie sie da aufgehalten worden sind. Und ich möchte jetzt noch beten für die Predigt. Das habe ich vorher machen. Darum werden wir noch schnell still und legen das jetzt an Gott her. Ja, Jesus Christus, danke vielmals, wirklich, dass wir hier vor Ort sein dürfen, ohne Einschränkungen, dürfen wir wieder miteinander Gottesdienst feiern. Eine riesen Freude, einfach auch wieder Kids auf der Bühne zu haben, auch mit ihnen Lobpreis zu machen. Es hat so richtig gelebt, Herr. Es war einfach wunderbar gewesen. Und ich danke dir, dass du heute Morgen da bist und dich mitverreist, Herr. Und ich danke dir für das spannende Thema, das wir heute haben, für den Heiligen Geist und auch, wie der Heilige Geist da führt. Ein bisschen außergewöhnlich, aber gleich wunderbar. Und so bitte ich dich, dass du heute Morgen jetzt einfach bei jedem Einzelnen bist und ihm das gibst, was er braucht, dass er das mitnehmen kann, was für sein Leben relevant ist und dass du, Heiliger Geist, jetzt auch umgehst und einfach auch wirkst und das tust, was dir gefällt. Amen. Ja, dass der Heilige Geist das tut, was ihm gefällt, das lesen wir definitiv da. Der Paulus und seine Gefährten, die wollen Richtung Asien gehen, die wollen die gute Nachricht, das Evangelium dort verkündigen, oder? Eigentlich völlig logisch und gut, oder? Wenn man ja denkt, Jesus Missionsbefehl, geht raus in alle Welt und verkündigt die gute Nachricht, oder? Aber dann, was passiert? Stopp. Der Heilige Geist kommt und grätscht drin und sagt, nein, da geht es nicht durch für euch. Das ist nicht der Weg, den ich für euch gedacht habe. Und ich finde das schon noch sehr spannend, dass der Heilige Geist da, ich sage es mal, der Spielverderber ist. Ich meine, zwar als Apostel ist man sich gewöhnt, dass man auf Widerstand stößt, dass eben nicht alles nach Plan aufgeht, dass der Widersacher, der Satan kommt und einem von diesen Wegen abbringen. Und da erleben wir etwas ganz anderes. Der Heilige Geist kommt und hat das Stoppschild her. Er sagt, nein, ich habe nicht vorgehabt, dass ihr jetzt schon da das Evangelium bringt.
menschlich gesehen sicher schwierig und doch, glaube ich, ist es sehr wichtig oder ist es bemerkenswert, wie wir hier sehen, wie die Apostel und seine Gefährten auf den Heiligen Geist hören. Und wenn man das liest, dann kommen wir mit euch Fragen, oder zumindest mir sind 2 Fragen gekommen. Und die erste Frage ist natürlich, darf der Heilige Geist überhaupt zu mir reden? Hat er das Recht? Und ich würde sagen, wahrscheinlich würden die meisten sagen, ja klar, oder? Das wäre noch so schön, wenn der Heilige Geist mir ganz klar würde, je nach dem Stoppschild vor die Nase haben. Oder auch aufzeigen, wo dass es jetzt genau durchgeht. Das wäre doch wunderbar. Aber ich glaube, bei vielen ist das Problem, halt auf den Heiligen Geist können überhaupt zu hören, ihn das Gehör können schenken. Je nachdem, oder gerade Schweizer habe ich das Gefühl, die sind da sehr oft in einem Tunnelblick. Die haben das Ziel vor Augen, die wissen, wo sie her wollen, die wissen, was sie erreichen wollen. Und dann ist es schwierig, irgendwelche Impulse zu hören von außen, die einem vielleicht aufzeigen wollen, dass es nicht unbedingt der Weg ist, wo Jesus für uns gedacht hat. Der Heilige Geist möchte auch zu dir reden, auch heute am Morgen, und er kann das auf verschiedene Art und Weise tun. Er kann das einerseits durch die Schrift, durch Gottes Wort, uns Sachen in unserem Leben aufzeigen, die nicht richtig sind, die wir angehen sollen. Er kann uns durch Träume, Vision oder Prophezeiungen erscheinen oder aufzeigen, was für uns dran ist. Es gibt auch natürlich die Situation, dass einfach Türen zu und aufgehen, wo wir so merken, wie es vorwärts gehen soll. Es kann aber auch der Rat sein von einem anderen Christ, von einem Mitchristin, der uns etwas aufzeigt. Und schlussendlich natürlich auch einfach durch die subjektive Art, dass wir selber etwas merken oder spüren, was jetzt dran ist oder je nachdem gerade auch nicht. Wenn wir aber in einem Tunnel innen sind und einen Tunnelblick haben, dann wird es schwierig, dass wir uns überhaupt verändern oder dass wir Änderungen zulassen. Ich möchte das mit einem kleinen Beispiel mal aufzeigen. Je nachdem haben wir hier Leute unter uns, die schon lange für jemanden beten, die sich schon lange wünschen, dass eine Person zum Glauben kommt. Und das ist etwas Wunderbares. Und sehr oft sind es auch Leute, die einem sehr wichtig sind. Jetzt kann es aber sein, dass wir dann so fixiert sind auf die Leute, dass die Person jetzt unbedingt zum Glauben muss kommen, dass wir ein bisschen wie in einem Tunnel sind. Und vielleicht möchte der Heilige Geist schon längst mal kommen und in dein Leben sagen, schau, ich finde es super, dass du da so für die Person betest, das ist wunderbar. Aber ich möchte dir noch andere Leute in deinem Umfeld aufzeigen, die die gute Nachricht auch hören sollen, die die Botschaft auch nötig haben. Also der Heilige Geist, der möchte ein bisschen reinbrechen und ein bisschen durch unsere Pläne je nachdem brechen und aufzeigen, dass es nicht nur die Personen gibt. Oder man ist in einem Projekt unterwegs, in einem Team oder an einem Ort, wo es einem mega gefällt. Und der Heilige Geist möchte dir sagen, du, es wäre eigentlich etwas anderes für dich dran. Ich möchte dich gerne noch einmal anders einsetzen. Und ich habe das für mich überlegt, ja, was das könnte heißen. Ich stelle mir vor, ich wache heute Morgen auf, kurz vor der Predigt, bin natürlich top motiviert, oder? Jetzt ist es recht, wo die Massnahmen weg sind. Und dann mache ich nochmal so Schlummerschläfchen und dann kommt der Heilige Geist in einem Traum, glasklar. Und man sagt, Jonas, deine Zeit bei der Kirchenbild ist vorbei. Ich will dich noch jemand anders. Also ganz ehrlich, ich würde schon mal ein bisschen leer schlucken. Erstens gefällt es mir mega in der Kirche und in den verschiedenen Teams. Ich fühle mich da mega wohl und habe das Gefühl, ich bin da am richtigen Ort. Und zweitens würde ich auch denken, ja, aber Heiliger Geist, jetzt bin ich erst gerade da, noch kein Jahr. Dann kannst du mich doch jetzt nicht so wegschicken. Das kann doch nicht sein. Also da würden mir zumindest sicher Fragen kommen. Und ja, ich würde schlussendlich, weil ich wahrscheinlich wirklich überzeugt bin, dass der Heilige Geist ist, natürlich den Weg gehen, weil ich eben auch glaube, dass es sich lohnt, dass es natürlich das Richtige ist. Aber einfach wäre es sicher nicht. Und da staune ich auch an Paulus, wie er einfach das akzeptiert. Wir lesen nichts davon, dass er ihnen gemurrt hat, dass er Fragen hatte. Und sie, okay, gut, der Heilige Geist hat zweimal Stopp gesagt, jetzt gehen wir mal weiter, obwohl wir noch nicht genau wissen, wie es jetzt weiter soll gehen. Der Heilige Geist hat nicht gesagt, nein, nicht da, sondern ich möchte euch dort, sondern einfach nur gesagt, stopp, da ist mal fertig für euch. Und doch lässt der Paulus auf den Heiligen Geist. Und ich möchte auch uns ermutigen, auch mehr auf den Heiligen Geist zu hören. Wo dass man das sehr gut kann oder wo ich das sehr schön erlebe, ist, wenn ich auf die Straße gehe und den Menschen von Jesus erzähle.
glaube, vor Corona ist es noch relativ gut gegangen. Ist man auf die Straße und hat Leute mit denen angefangen zu reden. Und ich bin mir bewusst, das ist für die meisten ein schwieriges Thema oder sehr herausfordernd, ist auch für mich kein Selbstläufer. Aber ich finde, es ist etwas Wunderbares. Weil ich bin vom Typ her nicht der einfach auf jede Person zugeht und ihr das Evangelium ins Gesicht drückt, sondern ich bin mehr die Person, die mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, betet, wenn ich je nachdem durch die Straße laufe oder irgendwo am Stand bin und ihn frage, dass er mir doch aufzeigen soll, wer das ich ansprechen soll. Wer ist bereit, wer hat er vorbereitet, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und das ist nicht jedes Mal ein Volltreffer, aber ich habe doch ein paar ganz tolle Gespräche gehabt, und ich gespürt habe, dass die Person nicht einfach gut schweizerisch anständig ist und zugelassen hat und dann auch ihre Meinung dazu gegeben hat, sondern gemerkt hat, die Person, die saugt jetzt das auf wie ein Schwamm. Die hat es wirklich gebraucht, dass jemand jetzt kommt und von Jesus erzählt. Und das ist etwas ganz, ganz Schönes, wenn wir das selber erleben. Und ich möchte auch dich jetzt gerade ermutigen, gerade jetzt, wo die Massnahmen wieder abgebaut worden sind, möchte ich gerne herausfordern, dass auch du wieder vermehrt auf Leute zugehst und ihnen das Evangelium bringst, ihnen erzählst, was Jesus für sie da hat. Du wirst erleben, das ist etwas ganz, ganz Tolles, weil für mich ist das so ein Moment, wo der Glaube ganz speziell lebt. Weil dann bin ich an der Front. Ich bin zuvorderst erzählt vom Evangelium und ich weiss, in der unsichtbaren Welt, da geht ins Post ab. Da wird gekämpft, das ist nicht easy. Und das merke ich auch selber, das ist nicht easy, da hat es Leute, die wollen gar nicht mehr mit zu tun haben. Da bist du dann gerade nichts bewährt, das spürst, das ist nicht einfach, aber da lohnt sich das. Und ich möchte dich ermutigen, bist auch du mutig, frag den Heiligen Geist, wer da ist, auf wer sollst du zugehen. Und wenn du sagst, Jonas, das ist gut und recht, aber ich bin überhaupt nicht der Typ, ich kann das nicht, das Schlimmste für mich, dann habe ich da für dich einen geistlichen Lifehack, sage ich jetzt mal, um dich da ein bisschen trainieren zu führen. Und zwar ist es relativ simpel, wenn du weißt, dass du das nächste Mal in der Stadt St. Gallen bist oder sonst neu, wo du ein bisschen Zeit hast und wo es Leute hat, dann kannst du vorher konkret dafür beten, dass dir der Heilige Geist eine Person oder in eine Situation führen, wo du die Möglichkeit hast, von Jesus zu erzählen, wo du die Möglichkeit hast, jemandem zu helfen und Zeuge zu sein, dass du ein Nachfolger von Jesus Christus bist. Und ich erzähle dir auch gerade ein bisschen, wie das abläuft. Wenn du für das betest, also ich gebe natürlich keine Garantie ab, aber die Chance ist sehr groß, weil ich und andere in meinem Umfeld das schon erlebt haben, ist es so, dass du in der Stadt bist und meistens nicht mehr an das denkst, dass du für das gebetet hast. Und dann kommst du in eine Situation oder an eine Person, wo du denkst, hey nein, was will jetzt der oder die von mir? Oder was soll jetzt so, Mann, wo bin ich da noch eingeraten? Und die erste Instinkt wird wahrscheinlich sein, du willst gerade weg. Weg davon, weg aus dieser wieder zurück in die Komfortzone. Und wenn du das merkst, denk dir, dass du genau für das gebetet hast. Dass du merkst, ui, das ist jetzt wahrscheinlich genau der Ort, der Platz, wo mich der Heilige Geist jetzt brauchen und er mich eingestellt hat. Also ich möchte dich dazu ermutigen, dass du das ausprobierst, wenn du nicht so ein Typ bist, der einfach so auf Leute zugehen kann. Und du wirst merken, das lohnt sich, das erfüllt dein Herz mit Freude, gerade wenn du erlebst, dass du eine Person getroffen hast, die der Heilige Geist vorbereitet hat und du das, was du sagst, wirklich aufsaugt wie ein Schwamm. Das ist etwas mega, mega Schönes und sehr Ermutigendes. Wir werden weiterfahren mit dem Paulus, wie es bei ihnen weitergegangen ist. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihm bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Was für eine wunderbare Wendung. Zuerst zweimal gestoppt vom Heiligen Geist, gesagt, nein, da geht es nicht weiter. Und in dem Moment auch nicht gewusst, ja, wie es jetzt aber soll weitergehen. Der Plan, Richtung Asien zu gehen, ist ihnen verwehrt worden. Und jetzt die Vision zu bekommen. Es soll ab nach Europa gehen. In Mazedonien schreit um Hilfe, bittet um Hilfe. Und natürlich geht es in dieser Hilfe darum, dass sie die gute Nachricht bringen sollen. Und so machen sich der Paulus und seine Gefährten unverzüglich auf Richtung Mazedonien.
Und nicht nur zu dieser Zeit hat Europa das Evangelium gebraucht, sondern auch heute ist es je länger wie mehr der Fall, dass die Leute wieder hören müssen, wer Jesus Christus ist und was er da hat. Es ist so wichtig, dass wir auch in der Schweiz nicht schweigen, sondern unser Maul auftun und von dem Zeugen, wo wir daran glauben. Was mich dabei ermutigt hat, war auch der letzte Freitag. Wir hatten Jugend und haben mal wieder einen Döner gegessen miteinander. Sehr, sehr gut im Ananas. Lässige Sache, gute Gemeinschaft gehabt. Und Noemi hat nachher ein Thema vorbereitet, und zwar das Thema Christenverfolgung. Etwas, das uns, ja, je nachdem, wo wir nur durch Flüchtlinge meistens kennen, wenn Leute aus so Ländern kommen, wo sie verfolgt worden sind. Und ich habe wieder gestaunt, was die Christen so auf sich nehmen und trotzdem von Jesus erzählen. Wir haben unter anderem von einem jungen Mann gelesen, von Dario, der in jungen Jahren mal in dem Land war, von Jesus irgendwie gehört hat, aber nur klein, aber es hat ihn irgendwie interessiert. Und er hat dann probiert, mehr von dem Jesus zu hören oder mehr zu lesen, was gar nicht so einfach war. Aber er hat dann mit etwa, oder jungen Jahren vor 14 auf jeden Fall, sein Leben Jesus übergeben. Und hat dann dort auch mit Menschen über Jesus geredet, obwohl er gewusst hat, was das für ihn bedeuten kann. Und eines Tages ist eine Polizeipatrouille gekommen und hat ihn ausgefragt und ausgequetscht. Und er hat ihm erzählt, dass er Christ ist. Und sie haben ihn dann für das geschlagen, verprügelt, aber mal sein lassen, um ihn einfach einschüchtern, um ihn mal wieder zurückzubringen, weg von dem Glauben. Aber er hat mit anderen Menschen wieder geredet und weitergeredet und so ist er in ein Gefängnis gesteckt worden. Mit etwa 14 Jahren ins Gefängnis. Und dort, wo sie erfahren, dass er Christ ist, hat er überhaupt nicht ein schönes Leben gehabt. Er ist ausgegrenzt worden, natürlich wieder geschlagen, einfach fertig gemacht worden. Er hat zum Glück noch Mitchristen in dem Gefängnis gehabt, Mitinsassen, wo sie sich gegenseitig durchtragen können. Und als er wieder aus dem Gefängnis rausgekommen ist, hat er gewusst, jetzt muss ich aus dem Land, sonst werde ich umgebracht. Und dieser Mitinsasse hat es leider nicht überlebt. Und für mich ist es unglaublich ermutigend, so Geschichten zu hören von Menschen, die trotzdem, was sie wissen, was sie erwarten, wenn sie von Jesus zeugen, wenn sie die gute Nachricht bringen, sich nicht entmutigen lassen, den Menschen das weiterverzählen, auch wenn sie wissen, was das für Strafe je nachdem nach sich zieht. Und darum möchte auch ich mutig sein, gerade auch in der Schweiz, wieder jetzt mehr, auch wieder ein bisschen reinkommen nach der Corona-Zeit, wirklich Menschen aktiv auf Jesus erzählen. Einfach weil ich sehe, dass da dann ein unglaublicher Segen liegt und sich das auch lohnt, wie wir auch in dieser Geschichte noch werden lesen. Auch der Paulus ist natürlich einer gewesen, der nicht Ermutigung gebraucht hat. Für ihn ist es klar gewesen, er wollte die Botschaft erzählen und auch er hat sich nicht gescheucht. Egal, wenn er gewusst hat, dass es dort je nach dem Prügel gibt, er ausgegrenzt wird oder ins Gefängnis gesteckt wird. Er ist los. Ihn hat man nicht stoppen oder sprich, der Heilige Geist hat ihn je nachdem stoppen und ihm zeigen, wie es weitergeht. Ich habe noch eine Karte mitgebracht, wo man ein bisschen sieht, wo sie unterwegs sind. Der Startpunkt ist bei Troas, wo sie nachher weiter sind und dann Richtung Neapolis in den Hafen und von dort dann Richtung Philippi. Und die rechte Seite, das wäre eben Bithynien, Asien, der Raum, wo sie eigentlich gehen wollten. Auch riesig natürlich, aber der Heilige Geist sie gestoppt hat. Und wir lesen weiter und noch der letzte Teil, Apostelgeschichte 16, 11 bis 15. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Genau. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis. Und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus
Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Wenn sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Von dem Stopp jetzt ganz klar Richtung Mazedonien und dann inzwischen halb in Philippi. Wahrscheinlich haben sie dort nicht gerade einfach das Evangelium verkündet, weil sie haben offensichtlich zuerst zu den Juden wollen und darum noch gewartet. Und in Philippi hat es keine Synagoge gegeben, darum haben sie auf den Sabbat gewartet und sind dann am Fluss, weil man sehr oft als Jude, wenn es keine Synagoge hat, am Sabbat am Fluss war und dort Zeit mit Gott hatte, weil man dort auch die Reinigungsrituale gerade durchführen konnte. Sie sind dort her und haben dort Frauen angetroffen, unter anderem auch die Lydia, Purpurhändlerin. Eine Frau, die eine Geschäftsfrau war, die ein gutes Geschäft hatte, weil Purpur ist zu dieser Zeit ein sehr wertvoller Stoff war, wo man viel Geld damit gemacht hat. Und jetzt passiert etwas Wunderbares. Der Paulus erzählt von Jesus, er erzählt von dem Evangelium, von dieser guten Nachricht. Und Lydia lässt zu und Gott öffnet ihr Herz. Also Gott macht, dass sie das, was sie hört, nicht einfach nur im Verstand irgendwie hört, vielleicht auch ein bisschen versteht, sondern dass sie ins Herz mag rutschen. Und dass sie versteht, dass das, was Paulus erzählt, also dass Jesus, oder was sagt, dass sie Schuld in ihrem Leben hat und dass Jesus für sie als Kreuz ist und die Schuld auch von ihr genommen hat und verzahlt hat, dass er gestorben ist und wieder verstanden ist und dass er jetzt an der Rechten von Gott ist und es nur durch Jesus möglich ist, eine Beziehung mit Gott zu haben, dass sie das braucht und dass sie das will. Und sie nimmt dort den Glauben an. Sie hat vorher schon an Gott von Israel geglaubt, obwohl sie selber keine Jüdin war. Aber sie hat irgendwie von dem Gott gehört und gesagt, das ist mein Gott und auch ich glaube. Und jetzt hat sie davon erfahren, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, um wirklich eine Beziehung zu schenken, die sie mit Gott, mit Jesus und dem Heiligen Geist haben. Wir lesen auch davon, dass dann das ganze Haus gerade auch getauft worden ist, wie die Leute auch. Das war zu dieser Zeit eher mal noch gang und gäbe, dass, ich sage es mal, der das Haus anführt, in dem Fall die Lydia, was nicht verwunderlich ist als Geschäftsführer, dass man da das eigene Haus hat, dass alle Bediensteten und die Leute, die dort gewohnt haben, sich auch gerade mittaufen lassen. Ja, Gott tut etwas Wunderbares. Er öffnet einer Frau, er öffnet der ersten Europäerin das Herz und schenkt ihr wirklich die Vergebung, die Gnade, die sie gebraucht hat. Von dem Stopp zu dieser Vision und zu dieser Bekehrung. Etwas Wunderbares und auch etwas Schönes, um zu sehen, wie Paulus als Werkzeug gebraucht wird und auch wir als Werkzeug sollen gebraucht werden. Und für mich ist das einerseits auch immer das grösste Wunder, was es gibt, wenn Menschen sich zu Gott bekehren, wenn Menschen wirklich den Glauben annehmen können. Und für mich ist das aber auch etwas, das Druck wegnimmt. Weil ich wieder da lese, es liegt nicht an mir. Ich kann nicht der sein, der Menschen zu Gott führt. Das ist schlussendlich immer noch Gott, der das tut, der die Bekehrung schenkt. Auf eine Art entlastend der Blick, das Wissen, aber je nachdem auch schwierig. Gerade wenn wir selber an Personen dran sind, die uns so wichtig sind, wo wir uns wünschen, dass ihnen doch Gott das Herz auftut und wir das nicht erleben. Und das ist nicht einfach, das ist natürlich unglaublich schwierig und je nachdem auch sehr frustrierend. Aber doch sind wir da auch Paulus und seine Gefährten wieder ein Vorbild. Weil wir lesen auch hier in dieser Geschichte, Lydia, ihr ist das Herz aufgetan worden. Wir lesen aber auch noch von anderen Frauen, wo das nicht passiert ist oder es wird zumindest nicht berichtet. Und gleich gehen die Männer weiter, gehen nicht auf und bringen das Evangelium weiter. Und wir wissen auch, dass natürlich nach in Philippi auch eine Gemeinde, durch das gegründet worden ist, dass es da mehr Christen gegeben hat und dass es noch mehr Auswirkungen hat. Darum möchte ich auch gerade dich ermutigen,
auch wenn du es jetzt noch nicht siehst, glaub fester, dass Gott etwas tut. Wir können es in dem Sinne natürlich nicht erkämpfen und doch haben wir doch einen Gott, der unsere Bitten hört und wir das Beste hoffen. Ich habe euch hier noch ein Bild mitgebracht von der Kirche, eine römisch-katholische Kirche, wo dort steht, wo die Lydia mit grösster Wahrscheinlichkeit den Glauben angenommen hat. Also wo auch heute noch ein Symbol ist, was der Paulus und seine Gefährten dort erreicht haben. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmal zusammenfassen. Wir haben in dieser Geschichte gelernt und gelesen, dass nicht das Böse, der Satan, der Paulus und seine Gefährten gehindert hat, um das Evangelium an einen Ort herzubringen, sondern der Heilige Geist. Darum sollen wir immer wieder wachsam sein und auf den Heiligen Geist hören, wo bin ich noch am richtigen Ort, wo möchte er mich noch brauchen und wo möchte mir der Heilige Geist vielleicht schon länger sagen, du schau, das ist ganz eine gute Sache und das ist ganz wichtig, aber dich möchte ich gerne an einem anderen Ort einsetzen. Wenn du in einem Tunnelblick inne bist, wenn du in einem Tunnel bist, dann frag den Heiligen Geist wirklich konkret, wo er dich möchte brauchen. Und natürlich dich auch ermutigen dazu, wenn der Heilige Geist dir etwas aufzeigt, das auch umzusetzen. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn es je nachdem auch nicht alle Leute verstehen, vielleicht auch Fragen haben, dass wir doch denen treu bleiben und den Weg gehen. Und ich hoffe und wünsche und bete dafür, dass auch wir viele das erleben dürfen, dass wir viele dürfen in unserem Leben mal so Lydias erleben, wo wir ihnen von Jesus erzählen und wo Gott ihnen das Herz auftut und den Glauben annehmen. Und wo wir dürfen merken, wie wir als Werkzeug haben dürfen dienen dazu, dass Menschen gerettet werden. Wenn ich gebetet habe, werden wir dann noch Zeit haben, wo ihr einfach noch ein bisschen zur Ruhe kommen dürft. Und du dir wirklich kannst konkret auch jetzt nachher mit dem Heiligen Geist anschauen. Wann hat der Heilige Geist oder hat er die Möglichkeit, ein bisschen in deine Pläne zu reden? Ich sage es mal, in den geistlichen, aber auch in den weltlichen Plänen. Oder bist du vielleicht eher jemand, der das mit sich selber ausmacht, mit dem Ehepartner? Hat der Heilige Geist die Möglichkeit? Und wo musst du vielleicht selber ein bisschen merken, dass du in einem Tunnel innen steckst und der Heilige Geist vielleicht gar nicht die Chance hat, um dir ein bisschen ins Leben zu reden. Und der letzte Punkt, und ich mir wünsche, dass du dafür betest, vermehrt wieder, dass er dir Menschen aufzeigt oder in Situationen führt, wo du ein Licht kannst sein, ein Werkzeug kannst sein vom Heiligen Geist, von Jesus Christus, von Gott und der Mensch eben gerade auch von ihm erzählen. Und dass wirklich in so Situationen geführt werden, wo du auch merken, oh ja, es hat sich so gelohnt, auf den Heiligen Geist zu lassen, er hat mich so richtig brauchen und das tut gut, dann merkt man, dass der Glaube lebt und das erfüllt zumindest mein Herz, wenn ich das erlebe, immer wieder mit grosser Freude. Ich möchte jetzt noch für die Zeit und natürlich auch für die Zukunft beten und nachher nehmen wir uns 3 Minuten Zeit, um die Fragen, die Punkte mit dem Heiligen Geist anzuschauen. Wir lassen die Folie einblenden, damit wir lesen können und nachher wird Monika uns dann weiterführen. Jesus Christus, ich danke dir für die wunderbare Geschichte, für die auch außergewöhnliche Geschichte, wo der Heilige Geist im Apostel Paulus und seinen Gefährten sagt zweimal Stopp. Zweimal Stopp, nicht weiter, da ist fertig. Und ich danke dir, dass er auf dich gelassen hat, Heiliger Geist, und für das, was nachher in Philippi mit der Lydia passiert ist und was daraus entstanden ist, wie sich dann auch das Evangelium in Europa verbreitet hat. Wunderbare Geschichte, Jesus Christus. Danke vielmals. Und ich bitte dich jetzt auch für jeden Einzelnen von uns hier drin, dass auch wir immer mehr zu Christen werden, die auf dich hören, dich hören, Heiliger Geist, die aus dem Tunnelblick rauskommen und du immer mehr die Chance und die Möglichkeit hast, uns deine Pläne zu zeigen, was du mit unserem Leben vorhast. Und ich bitte dich wirklich darum, Heiliger Geist, dass du gerade schon heute Morgen zu uns redest und uns aufzeigst, wo dass wir je nachdem wirklich genau am richtigen Ort sind, wo es auch andere Menschen in unserem Umfeld gibt und dass du uns auch in Zukunft in Situationen führst, wo wir merken, dass du uns da genau möchtest brauchen. Und dass wir mutig sind und reinstehen und dürfen erleben, wie du uns dort führst und was für eine wunderbare Freude ist, für dich Zeuge sein. Danke, bist du da und danke jetzt einfach für die Zeit, die wir uns jetzt nehmen dürfen.